Hallo, willkommen auf meinem Channel. Für eine gewisse Zeit hatte ich ein Video gemacht, wo ich mich mal allgemein vorgestellt habe. Ich will aber nur einen gewissen Punkt von mir herausholen, von wegen, was das Schaffen betrifft, an den Richtungen, die ich anbiete. Und ich habe mir da so schön Dinge gemacht, so schön Visitekarten gemacht, das ist ein bisschen schlecht, um Video zu sehen. Und ich spreche von Alternativcoaching oder auch von alternativer Therapie. Und genau das will ich kurz ein bisschen abgreifen, für euch zu erklären, was das ist, was ich mache, beziehungsweise für was ich von alternativer Richtung schwätze. Ich kriege das öfteren Feedback von meinen Klienten, dass ich die die sind an Psychotherapie. Da sind da drin, die sind ziemlich lange an Psychotherapie. Und du könnt also ein bisschen an die Richtung, dass ich das Gefühl habe, dass das nicht viel geht, dass das nicht wirksam ist. Und ich will das auch gerne ganz klar machen. Ich will nicht so, dass ein Psychiater und ein Psychotherapeut das nicht hinkriegt. Aber ich fährte ganz, dass es da ganz wenig sind, die eigentlich die Tools sind, die den Leuten wirklich helfen. Das heißt, da hat eine ganz Gruppe Leute, die verdammt viel wissen, aber ob sie wirklich gelehrt tun oder ob sie Tools mal auf den Weg kriegen an ihrem Studium, wie sie das wissen, so verpackt, dass es auch beim Klienten du könnt, da habe ich ganz oft meine Probleme. Die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich einen NLP-Master an der Wand hängen habe. Ich weiß auch, wie ganz viele Leute auf NLP reagieren, weil NLP ist etwas, was besonders in Amerika oder so ganz viel gebraucht wird von wegen, von zum Beispiel Autoverkäufer für den anderen zu manipulieren, ein Auto zu kaufen. Das ist so schön, weil das funktioniert nämlich noch bei mir. Ich gesehen nicht kommen, am Großen. Den Trick an der Geschichte ist, dass NLP am Anfang gar nicht dafür gemeint war. Wenn ihr gesagt, was für eine Technik, von was für eine Leute rangeholt gesehen, brauchen sie schon ein bisschen anzugucken, Virginia Satir, wo ihr wisst, dass das ganz viel mit spannendsten Undeler geschafft wird, etc. Da merkt ihr, dass das uns gar nicht dafür gemeint war. Und das ist wie ganz viel mit Sachen, wie so nicht immer, ein Messer kann ich gebrauchen, für einen Schmier zu schmieren, und kann ich doch gebrauchen, für einen Taschentrepper zu stechen. Dafür kann das Messer nicht, genauso geht es doch mit der NLP. Stellen aber einen anderen Punkt fest. Es ist schon eine ganz viele Leute, die irgendwo so den spirituellen oder den naturnahen Aspekt haben, den ihnen einfach fehlt. Alles schön und gut, dass ich muss immer, auch wenn ich ein Coaching mache, muss ich irgendwo Raum haben, wenn ich die Möglichkeit tun, wenn wir das so lesen, als das zwar dabei am Gott. Mir für den Rest, das ist natürlich auch nicht immer einfach für zu sagen, ist schon Raum, den der Sache komplett angepasst ist, mir einfach zu verstehen, dass verschiedene Leute den Deal haben und dass den Haut auch ganz viel bei Eis fehlt und das Leute eben gerade dadurch, dass sie anfangen und sich zu schaffen, merken, dass das der Besoin aus der verbunden ist, haben wir so zwei Extreme. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine typische Psychotherapie, die, wenn sie von einem, die wirklich weiß, ob was das auch kann, ganz gut funktionieren kann. Auf der anderen Seite, das würde ich leider ganz oft hören, ist das so ein Ding von wegen, dass Leute so also Feedback, den ich kriege, ist, ja, ich kriege gesagt, ich habe meine Lesungen noch mal dran und da finde ich mich noch mehr schlecht, weil ich das Gefühl habe, es sind zu blöd für meine Lesungen zu kommen. Das ist der E-Punkt. Für mich ist es das heute, wir haben leider nie an diese Dinge von Kantität umgehen, wir nicht gelehrt, um als Lesungen zu kommen. Ich kenne das aus der eigenen Dinge raus. Das heißt, die Order weiß, wie ich als Kant war, habe ich dann dahin gehalten gekriegt von wegen, sift nicht so piepisch oder du bist so piepisch, dass ich mir entweder ein Jugement oder ein Rot, was ich nicht zu machen habe. Mir ist schon nie aber so eine Grab gekriegt, für können zu sagen, okay, was kann ich da machen für anders zu sehen, für aus der Situation rauszukommen. Das ist, es war immer nur ein Vierwurf. Aber wenn wir dazu gewinnt sind, wenn wir nur bei den Dingen bei einem Therapeut gehen, und der sieht alles, ja, mir das den Lesungen an da dran, da muss auch ein nächster Schritt kommen, wo ihr da drunter kann. Das ist der nächste Punkt, an dem ich alternativ drauf gehe, weil ich den Leuten auch ganz gerne NLP-Techniken in oder anderem erklären. Das heißt, ich erkläre dann von der ganzen Palette, was ich von Ideen habe, was dem anderen kann helfen, gehe ich schon mal auf den Weg. Aber weil ich festgestellt habe, dadurch, dass ich einer Person vielleicht auch von der Stimme angefangen habe, einen Teil von einer Technik zu erklären, hatten sie für sich umgebaut, konnte für sich dann aus den Lesungen kommen. Und dann lang dadurch, dass ich andere Leute die Möglichkeit geben, um hier Lesungen zu kommen, um hier in der Kommunikation zu kommen, um hier in der Undeler zu kommen, stelle ich fest, dass das auch ein Erfolgserlebnis für den anderen ist. Hey, das geht. Und irgendwie stellen sie fest, dass das auch geht, ohne dass sie mich dabei haben.
Das heißt, es bringt den hin nicht bei, und das ist uns ganz spannend, weil das ist unsere Stadt, wir haben schon auf der einen Seite die berühmte Pädagogie, die von 1 bis 4 nicht funktioniert, für erwachsene Leute geht es Andragogie, und das ist uns sich, dem anderen einen Kader zu schaffen, an dem man, wie soll ich so, geschützt kann üben, für wo geschützt kann etwas üben, für das Herr nur mit der Zeit, weil die Übung hat, es auch an andere Situationen kann gebrauchen. Und das probieren ich zu dem engen Teil eben an dem Moment zu machen. Ein weiterer Punkt, der für mich da wichtig ist, dass das andere extrem, wie ich gesagt habe, das sind den ganzen Punkt von wegen, was die ganz grob Sachen an der Esoterik betrifft oder so. Wir haben ganz viele Techniken an der Dinge an der Esoterik, die auch funktionieren. Allerdings an der berühmten New Age Esoterik, die ich schon ein paar Mal gesprochen habe, haben wir immer das Problem, dass das ziemlich, wir sind nicht mit der Face am Boden. Und das merken auch ganz viele Leute. Das heißt, die Leute, die gehen dafür dicht bei irgendwen, und das ist dann ein Hehler, und das ist in den was weiß ich, die der Energien, an dem ich steuern, die ich da. Aber es funktioniert nicht auf Dauer. An der Zwischenzeit am Punkt, dass man eine Technik aus der NLP, das die von der Familienstellung an der Esoterik empfangen, die auch per se nicht an der Form funktionieren kann. Und wir lassen den Mensch an der Machtlosigkeit. Das heißt, bei verschiedenen Psychologen kriege ich gesagt, du hast Lesungen an der dran, und da sieht sich, ja, wir sind zu blöd für runterzukommen. An verschiedenen esoterischen Richtungen sieht den anderen, ich sind den Menschen, den der helfen kann. Du kannst nicht allein helfen, du brauchst mich. An dazwischen soll den anderen da irgendwo so ein Dinge fallen von wegen, für die 2 Face und Boden zu tun. Und das ist wichtig, die 2 Face und Boden zu tun, weil da leider eine Verwurzelung dran und du brauchst nicht höchst spirituell zu gehen, dass er sagt, wir stehen mit der Face und Boden, das als wir stehen auf der Erde, aber wenn wir wollen real wollen sein, ist das ein Ding, ein Punkt, der wichtig ist. Aber für die richtige Mischung zwischen den 2 zu finden, ist für ganz viele Leute schwierig. Und da kommt noch ein dritter Punkt dabei, wo ich auch ein bisschen mehr alternativ damit nehmen gehen. Wir haben mal ein Klient strich wie gut Freunde, die hinter eine Schwester zu mir gesagt, ja, Therapie kann auch Spaß machen. Und zwar mit spielerischen Techniken umzugehen. Guck dir die Natur an. All das, was lehrt zu schauen, lehrt das am Spielen. Alles, was den Dinge möchte, wird gelehrt. Das heißt, genau gesehen, geht an der Natur, wird den erst vom Leben über das Spielen gelehrt. Just mehr sind die Menge, mehr müsste schon fragen, mit der Pädagogie direkt von Anfang an so, und dass das dann erst vom Leben anfängt. Und mit der Figur nicht mehr zu spielen. Und an dieser spielerischen Techniken leidet als Kreativität. Und das heißt, wenn in dem Moment eine Mensch Möglichkeit gibt, um spielerisch um die Sachen rundzukommen, kreativ, fantasievoll, dann hat er viel mit Möglichkeit über Bildnisse, über was alles von Techniken und Ideen und dem anderen seine Intuition zu kommen und sein Gehirn halten, wo die ganzen Lesungen dran liegen. Und dass er dann dem Moment effektiv den Message von sich aus kriegt und noch Lehrten zu hören, für das er kann umsetzen. Das heißt, dafür schwätze ich von alternativer Therapie oder alternativem Coaching. Es darf Spaß machen. Ich kann Esoterik mit Psychologie verbinden. Das ist absolut kein Ding, kein Thema. Ich darf wo Natur no Sachen auch gehen, ohne mich fest dabei, also ich schwebe da nicht 2 Meter über dem Boden. Ich darf mich verwurzeln, wo ein ganz so mal naturkulturelle Dingen ist, die mir eigentlich komplett mit diesem zugebauten Beton vergessen. Ich kann Karten wie ein Tarot ranholen, weil Bildnisse die Bannensfantasie ausschwätzen und zum Beispiel auch helfen, wenn eine Person hat, die ein Thema noch nicht erwähnen kann umsetzen, einfach Fälle zu vielen, die ein Trauma aus, können so Techniken helfen, dass ein Bild dann sieht, dass das Bild ist, wie ich mich gerade fühle. Ich gehe dem anderen ein Tool mit auf den Weg, für das sie nicht gezwungen ist, über das zu schwätzen, über das er noch gar nicht schwätzen kann. Und ich gehe die Möglichkeit, die Techniken zu lernen, dass ich erkläre auch verschiedene Techniken von A bis Z, wenn ich merke, dass das dem hilft, für die hier nur mit der Zeit umzusetzen, weil sie dann auch mental und rational verstanden hat und dann merkt, hey, das kann ich egal wo ersetzen, und ich mache den Mensch auch dem Moment, probieren den Mensch nicht von mir aufhängig zu machen.
Weil ich persönlich bin der Meinung, dass man egal, ob man von Therapeut schwatzen, ob man von Coach schwatzen, von egal was, dass wir unsere Schüsse sind, für das den anderen, wie gebe ich in Französisch, so qu'il pour qu'il prenne l'envol, dass ein Kraft kriegt, dass ein Wand in das eigene Flielige kriegt, für selber können zu fliehen. Wie soll ich immer, wenn ihnen nicht fittig hält, halt ihnen von der Ruf, dass sie fliehen lernt. Und das ist für mich ein wichtiges Ding, das ist für mich ein ethischer Punkt, der ganz wichtig ist. Es geht nicht darum, den anderen immer bei sich zu haben. Es geht darum, dem anderen die Möglichkeit zu geben, seine eigene Kraft wirklich zu erkennen. Und nicht am Sinn von, ja, du hast sie, mehr am Sinn von, komm, wir probieren Techniken zu finden, für dass du in den Kraft kennst, dass du in den Lesungen kennst, dass du in den Intuition kennst, für dass du sie kannst an deinem Leben umsetzen, dass es dir gut geht. Das ist für mich den Dingen. Und das ist auch das, wo ich im Moment dadurch, wenn ich haut lo, wohlgemerkt, guckt, wann ich ein Datum vom Video, vielleicht gesagt auch 5 Jahre nicht, das heißt, mir haut lo kann sagen, dass das etwas, was an dem muss nicht wirklich besteht. Das ist mir die zwei Extremer, mit die wieder zwischen, die geht es ganz wenig. Wenn ihr dazu frohen hat, da könnt ihr euch gerne bei mir melden, auch für Leute, die aufhängen, in Richtung vom Coaching zu gehen, und die sagen, das ist eigentlich die Mischung, die ich gerne hätte, könnt ihr euch gerne melden, weil was wir zu mir sehen, die mal aufhängen, die verschiedenen Techniken zusammenzusetzen und so weiter zu entwickeln, was das besser als auch für die Leute rundherum. Und das ist nämlich so, wie wir die Welle und Co. können kreieren, für das du mal so etwas Gesundes dran könnt an dem Moment. Wie immer, der könnt meinen Channel liken, für auch andere Videos zu sehen. Du siehst ja dann noch ein bisschen so, wie ich mit dem Denken eigentlich an die Sachen rangehen. Merci fürs Gucken.